Vielen Dank. Sie, ich weiß nicht, kennen Sie das, wenn im Leben Ereignisse passieren, die völlig überfordern? Ich war jetzt schon so richtig, also so, ich weiß nicht, du bist Pfarrer, möchtest sogar Bischof werden und dann zack, wirst Papa. Das ist, ja, oder, ja, also, oder bei uns daheim, wir haben so eine Hähne und die legt ab und zu riesige Ohren. Und wenn du es aufschlagst, dann sind 2 Totter drin. Ich war fix und fertig, ich habe sowas noch nie gesehen. Dann habe ich den Papa gefragt, sage ich, Papa, wie gibt's denn das? Warum hat denn die Hähne heute so ein riesen Ohr gelegt? Und der Papa hat nur gesagt, ja mei, damit sie morgen frei hat. Ja. Und ich war letztes Mal auch so überfordert, ich war beim Branchen eingeladen. Ich weiß nicht, Branchen kennen Sie? Ja. Das ist das, wo man besoffen ist, bevor man anfängt zu essen. Ja, weil da war ich eingeladen. Und ich war der Einzige, der sich ein ganz normales Marmeladebrot geschmiert hat. Mein lieber Schwan. Der hat mich angeschaut wie vom anderen Stern. Alle anderen massenweise Quinoa-Samen und massenweise Avocadoscheibchen. Aber dann habe ich gefragt, Mei, wie schaut's aus? Wollt ihr vielleicht einmal die Marmelade probieren? Die hat meine Oma selber gemacht. Aber zur Antwort habe ich nur gesagt, na danke. Die Marmelade ist ja sauber ungesund. Und die hat ja noch gar nichts von der Welt gesehen. Sag ich, hallo, das ist eine Marmelade. Die muss nichts von der Welt sehen. Das Einzige, was sie sehen muss, ist Butterbrot, meine Speiseröhre und nach 24 Stunden die Keramik. Das gelangt der Marmelade völlig. Aber ich weiß nicht, was das ist, dass Leute immer Quinoa-Samen fressen müssen mit einer Ökobilanz, bei der sogar VW sagt, Wahnsinn. Ja. Ich hoffe auf die EU, dass die unser Marmeladenbrot unter Artenschutz stellen. Wirklich. Ja, das haben sie beim Obatzen, haben sie das jetzt auch gemacht. Der Obatz, die hat jetzt halt von der EU ein Rahmenrezept bekommen, dass uns da keiner mehr was einbasteln kann, was da nicht reingehört. Gell, wenn jetzt zum Beispiel Sie, Frau Eigner, wenn Sie einen Obatz machen und dann, was weiß ich, Quinoa-Samen rein, dann dürfen Sie den nicht mehr Obatz nennen, sondern nur noch Aufstrich der abgepatzten Art. Okay. Ja. Und ich persönlich glaube, das hat die EU nur gemacht, damit uns der Alfons Schubeck kein Ingwer reinschneidet.